Twitter-Präsident Donald Trump schlägt zu. Für eine Pudich hat hier für viel Aufregung gesorgt mit Tweeten, die einen Handelskrieg ukönige könnten. Weil hier unzufrieden ist mit der Leistung vom amerikanischen Stahlsektor, ich zitiere hier, wenn dir kein Stahl hat, dann hat ihr auch kein Land. Und mit der negativen Handelsbalance von den USA hat Trump dezidiert, ausländische Stahlimporte auf 25% zu besteuern und 10% geben auf den Aluminiumimporte fallen. Importsteuern, die sich nicht nur an die Länder applizieren, die unfair Konkurrenz leisten, nein, auch die europäischen Alliierten sind davon betroffen. Negativnovellen, die für allem Lützeburg stark betreffen. Für den Bau von vielen Hochhäusern zu New York und San Francisco als innovativen Lützeburger Stahl benutzt gehen und von unserer annuellen Produktion, die bei 2,4 Millionen Tonnen liegt, geht ein wesentlicher Zoll an die USA. Als Träger und Spundwände sind international unerkannt. Dabei beschäftigt die Stahlindustrie zu Lützeburg nach 4.000 Leuten. Dem Trump seg Entschädung ist also eng fir programmiert Katastrophe, wann wir keine ferme Reaktion weisen. Ja, wir brauchen eine ganz ferm und immediate Antwort auf den Donald Trump sein unverantwortlichen Schritt. Weil das Schicksal von vielen Stahlarbeiter steht Spiel, nicht nur zu Lützeburg, europaweit. Es kommt nämlich nach dabei, dass der Stahl, den sonst immer an Amerika exportiert gehen, als lokend noch neuen die Busche sichern, an die dann an Europa fannen. Das könnte zu einem massiven Dumping von minderwertigem Stahl von schlechter Qualität führen und dadurch zu einem massiven Verlust von Arbeitsplätzen überall in Europa. Dafür habe ich dem europäischen Handelskommissar einen Brief geschickt, an den ich aufgefordert habe, zu reagieren und zu weisen, dass wir handelsfähig sind, wann die USA die Unilateraltarife imposieren. An dem Brief habe ich auch verlangt, dass eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen für uns Betriebe geholt gehen, genauso wie Mesuren für den europäischen Stahlarbeiter zu helfen, wann trotz aller Gegenmaßnahmen es Negativeffekte auf die Stahlindustrie gehen. Die Europäische Kommission hat reagiert. Sie hat sich mit den Europadeputierten konzertiert. Als Gegenmaßnahmen sind bereit und das ist gut. Weil die Europäische Union, die ja Nachfolgerin ist von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, muss ihrer Vergangenheit treu bleiben und sich für die Stahlindustrie ferm ersetzen. Die Europäische Union muss ein klares Signal geben, dass sie nicht handlungslos nachguckt, wie den internationalen, regelbasierten Handel mit Füßen getrippelt wird. Kooperation statt Konfrontation. Multilateralismus anstatt Unilateralismus. Reziprozität anstatt Asymmetrie. Dafür stimme ich. Der Handel kann nimmer dafür sein, wenn jeder sich an klare Regeln hält, auch die USA.